Merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das Problem vom Surendettement ist kein neues. Es hat durch die Covid-Krise aber sicherlich nicht aufgeholt. Gewöhnt sich auch eine traurige Aktualität. Wir haben eine ganz starke Sozialstaat zu Lützeburg und durch die Chômage partiell haben wir die schlimmsten Auswüchse, die sich konnten aufführen. Nichtsdestotrotz ist es ein Batz Geld, den am Ende vom Monat an der Käse fehlt, wenn ihn am Chômage partiell ist, eventuell aus einem Beruf könnt, wo ihn auf Trinkgelder angewiesen ist, für dann vom Monat rumzukriegen, da fehlen ganz eher mehr wie 20%. Und wir wissen, dass gerade an den prekären Beschäftigungsverhältnissen aber so ist, dass auch die Schuldenlast nicht hoch kann sein und dass den da tatsächlich ganz eher und ein Surendettement rückend. Also so, dass das Familienministerium einen Service hat, den sich um Surendettement kümmert. Dafür habe ich dann noch heute ein paar Fragen, die sich an den Kader von dem Service stellen. Das erkennt man der Minister eine Tendenz bei der Unzahl der Personen, die sich Hilfe sichern, geht die an die Blut, respektive war nicht. Können wir uns vielleicht ein bisschen eine Tendenz erklären, erkennt man der Minister eine steigende Tendenz dann auch, die sich direkt für eine Kommission, also die Kommission de Mediation en matière de Surendettement kommen. Und dann, was hat das Ministerium für Familie und Integration am Kader von der Covid-Krise gemacht, für gerade die Personen, die mit Überschuldung kämpfen, zusätzlich zu unterstützen. Gouf der Service verstärkt, gouf eine Kommunikationskampagne gemacht, gehen die Leute missibléiert nach ugeschwart. Ich meine, hier ist großen, vielleicht ein Nisch von Problemen, mit das aber ein Problem, den uns alle Gute soll zu machen, weil wir für drauf von großen Stahlproduzenten mit Problemen mit ihren Banken geschwart. Hier geht es die kleinen Leute, die wirklich Probleme können kriegen mit ihren Banken, die dann noch können bei Predatär Bayern landen. Aber das, was ihnen möchte, das wissen wir alle gut. Und dafür merci für die Frage zu antworten. Vielmals merci, nochmal, Herr Präsident. Merci auch dem Deputiert für die Frage. Ich probiere noch so komplett wie möglich zu antworten. Die Verschuldungsservice SIX, Service d'information et de conseil en matière de surendettement, die gehen zuletzt von Interaktion an der Ligue médico-sociale geriert. Die Service haben unter anderem als Mission, die Leute zu informieren über die Verschuldung und auch über die Verschuldung. Die Monden bei den Sixen sind 2020 leicht abgegangen. So haben das Service 2020 2631 Informationsaufrufen verzeichnet. 231 Leute haben sich ein Rendezvous gefragt. 2019 waren da 2318, die etwas gefragt haben, eine Information, und 270 aber, die sich ein Rendezvous gefragt haben. Der Fakt, dass die Leute Informationen nachfragen beim SIX, ist aber nicht automatisch, dass sie sich an der Überverschuldung auch befinden. Hier spielt Prävention zum Beispiel auch eine ganz wichtige Rolle. Das heißt, die Leute abzufangen, zu informieren, zu beraten, ehe sie überhaupt mal an die Überverschuldung rutschen. Wenn die Leute dann bis überverschuldet aber sind, da können sie eine Demande stellen, für an die Überverschuldungsprozedur abgeholt zu gehen, und die Dossier gehen dann an der Kommission de Mediation en matière de surendettement traitiert. 12 von den Leuten, die 2020 eine Demande gestaltet für eine Verschuldungsprozedur abgeholt zu gehen, ist nicht geklommen. Par rapport zu 2019 sind Leute aber unter der 12 von 2018 zum Beispiel, sodass in hier also nicht direkt etwas kann aus der Pandemie rausschließen und schmengen sowieso, dass das noch viel zu früh ist. So nicht aber das Gesetz vom Surendettement aus 2018 gestimmt, die nicht Februar 2013, nicht Februar 2014 in Kraft getreten. Just ein für Stutzwillen zu nennen, 2014 goufen 85 Demonten, 2015 70, 2016 83, 2017 52, 2018 63, 2019 45 und 2020 51. Ihr seht also, dass lo nicht übermäßig an die Luft gegangen als 2020. Die sanitäre Krise ist aber allerdings noch nicht rüber. Dafür ist dann zu diesem Zeitpunkt absolut unmöglich zu suchen, wie eine Konsequenzenkrise, ob die Verschuldung wird hun.
muss dabei auch wissen, dass sich Iwer verschulden, das geschieht nicht von einem da auf den anderen, der das schon ein Prozess, den über Jahren geschieht, und dafür werden die Konsequenzen von der Pandemie Region Puyo auch da wirklich feststellen, was die Verschuldung anbelangt. Dafür wäre froh zu antworten, was man konkret gemacht und am Kader von der Covid-Krise für die Personen, die mit Iwer-Verschuldung zu kämpfen haben, zusätzlich zu unterstützen. Ich erinnere da zum Beispiel an die Verdoppelung von der Allokation de vie chère, den erweiterten Accès auch zu den Epiceries sozialen. Dann muss ich sagen, dass Sozialservice während dem Konfinement hier denkst, da weiterhin assuriert tun die ganzen Zeiten für Leute, die in prekäre Situationen eben sind, zu unterstützen. Die Office Socio waren ob, den FNS war do, den Office National d'Inclusion Sociale, den ONIS war für die Leute do. Sie waren immer zur Reche für hier Beneficiäre. Noch die Kommission de Mediation hat selbstverständlich hier Sitzungen aufgehalten, für das eine Kontinuität an den Iwer-Verschuldungsdossier kann garantiert gehen. Die Kommission weist viel Verständnis, erkennt allgemein die Leute entgehen, wenn sie durch verschiedene Umstände mehr Revenu haben. So zum Beispiel eine Person hier Arbeitsplatz verlieren und dadurch mehr Einkommen haben, kann die Kommission de Mediation de Plan de Remboursement dem Moment dann auch adaptieren. Des Weiteren untersteht dem Familienministère de Fonds d'Assainissement en matière de surendettement, den überverschuldete Personen eine Prä kann machen, für hier Schulden vis-à-vis von den Créancien zu konsolidieren. Das erlaubt zum Beispiel Kleinschulden an enger Keier zu remboursieren. An dem Kader hat das Familienministère während der Krise eng Demande von enger Person gekriegt, für ihr Payment vis-à-vis vom Familienministère für eine gewisse Zeit auszusetzen. Und wir haben das Demande auch akkordiert, für das Person an der Krise eben dann zu entlasten. Dann aber ganz kurz noch ein Wort zum Volet Prävention, weil das auch ein ganz wichtige Sache für zu verhindern, eben dass Leute überhaupt an dieser Verschuldung geraten. SIX bieten auch weiterhin Kuren und Sensibilisierungsseancen an, für über diese Verschuldung zu informieren. Die zwei Services haben das Problem von der Überverschuldung auch öffentlich thematisiert, zum Beispiel durch Radioemissionen, Teleemissionen, und sie bauen diese Volet auch weiterhin aus. Vielmals merci.